Silvesterklausen. Für das lebt die Familie Frick. Wenn man dann gehen kann, am Morgen früh an ein Haus klausen, das muss man selber erleben. So. Wie seine Vorfahren sollte der kleine Emil jetzt auch mitmachen. Ja, ist schon schön, wenn er auch ein bisschen Freude daran hat. Die ganze Familie arbeitet für diesen Brauch. Es ist manchmal fast unvorstellbar, wer das eigentlich als der Hunde steckt. Das ist SRF bei den Leuten, Familiensache. 1, 2, 3, stossen. Tut's Essen weh? Dann trüll dich mal, dann können wir es noch anders. Das Urnäsch hat es das erste Mal richtig runtergeschneit. Auf das haben Fricks gelangt. Ja, du kannst deine Hütte machen. Der Emil ist 2,5-jährig. Das ist alt genug, um die grosse Familientradition weiterzuführen. Wir gehen jetzt zu den Eltern schauen, ob man noch irgendwo Schällerli findet für ihn. Silvester zum Klausen. Ja, dann mal schauen. Gehen wir. Emil. Ich bin gespannt, was du herbringst, Emil. Ja. Gut. Tschüss, Emil. Bis später. Der Emil will dieses Jahr das erste Mal klausen. Das ist schön, wenn er hier Freude hat, wenn er auch klausen kann. Wir haben ihn gefragt, ob er gehen will. Und jetzt haben wir gesagt, wenn er gehen will, kann er hier ein bisschen am Häuserraum bei uns dann ein bisschen klausen. Im Elternhaus von Andreas sollte noch sein erstes Glöckli sein. Das, das er als kleiner Stünkel gebraucht hat zum Klausen. Hast du angeschlagen? Entschuldigung. So. Dann wir läuten. Sollst du läuten? Ja? Dann wir schauen, ist offen. Schau. Hallo. Hoi, Emil. Was machst du da? Grüezi. Was machst du jetzt hier bei der Oma? Hast du Besuch gemacht? Bienenbaum? Ja. Gehen wir schauen, was es ist. Die Familie Frick klauset seit Generationen. In der Weiterine hat der Vater von Andreas ein paar von seinen Schätzen aus ihrer Zeit als Silvesterklaus ausgestellt. Huben mit verschiedenen Sujets, die er als schönen Klaus auf dem Kopf gedreht hat. Hast du noch etwas gefunden, Emil? Wir müssen noch zuerst schauen, wo wir es haben. Kannst du mal hier hinschauen? Was haben wir denn hier drin? Ist da deine Schelle? So, nimmst du mal raus. Dann müssen wir schauen, welche das geht. Hey, das ist schon kannst ein du bisschen mal- angelaufen, oder was? Schau mal. Sollen wir die mal mit abnehmen? Brauchst du die auch, die Larven? Willst du die auch anlegen? Die muss man mal ein bisschen botzen, du. Da. Gell, Emil? Ja, ist halt schon über lang her, seit ich so klein war, oder? Und so das erste Mal gegangen bin. Aber ja, man denkt schon wieder an diese Zeit. Ja. Ich denke, sie haben so ein bisschen Blut in der Klausen, weil sie sind von ganz klein auf, dass sie eigentlich jede Bewegung mitmachen und alle, ohne dass man es trainiert oder macht. Und sind schon geimpft, denke ich. Präsent, oder? Wenn sie da sind. Also ich hoffe schon, dass jemand von den Jungen dann weiter braucht. Ob sie jetzt damals schon anlädt, weiss ich nicht. Aber ja, es geht weiter. Und dann müssen wir sie hier her. So. So. Ja, da hin. Emil, kannst du den Zero? Kommst du zu mir? Das Klaus am Silvester ist ein Brauch, der im Appenzell-Ausserrhoden bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht. Hey, jetzt einen Haufen Schnee gegeben.
Schau mal, Emil, da habe ich noch ein Foto, wo der Papi ganz klein war. Wie du. Hä? Schau mal. Da hat er auch Klausen. Und Onkel Christian hat er auch. Okay. Dann sind wir miteinander. Dein Papi war klein, ja. Ja, das ist Onkel Christian. Die Kinder gehen als sogenannte Schönwüste-Kläuse und tragen ein Gerüstchen aus Tannenkreis. Ja, Silvesterklaus ist den Leuten das neue Jahr oder ein gutes neues Jahr wünschen. Ich also die wüsten Klaus die wüsten oder bösen Geister vertreiben und die schönen Klaus ziehen die guten Geister an. Ja, man ist einfach schon geimpft. Von Haus auf, oder? Und es ist natürlich einfach, wenn man dann gehen kann, am Morgen früh an ein Haus klausen und das muss man selber erleben. Da kann man, ja, man kann es nicht beschreiben. In dem Sinne es ist einfach wirklich etwas so Schönes. Und wenn die Leute vor einem stehen und die Leute selber sind auch emotional und ist also, ja, man muss es selber erleben. Und, ja. Eigentlich ist fast das ganze Jahr ist das Klausen bei uns ein bisschen präsent. Der Stellenwert ist schon ich würde sagen, sehr hoch. Mehr als 50 Jahre war der Christian Frick mit seinem Schuppel unterwegs. Altershalber ist jetzt ein Schluss. Ja, schwierig. Es ist viel Wehmut dabei, aber ja, ich das natürlich hier geniessen, wenn die Klaus zu mir kommen. Vorher ist die Frau. Ja, die Frau war immer allein daheim. Und jetzt geniesse ich es mit ihr, wenn die Klaus kommt. Aber es ist manchmal hart, ja. Hartes Brot. Ja. Das ist nicht mitzählen. Musst du schon noch lernen. Am anderen Ende der Welt, in Peru. Und zwar in Ventanilla, einem Slum der Hauptstadt Lima. Hier entsteht ein Kindergarten und eine Schule für die Ärmsten. Die Miriam Bernales und ihr Mann, der Carlos, kommen regelmässig zum Rechten schauen. Es ist ihr Projekt, das hier Formen annimmt. Ja, buenos días, Abel. Manchmal fragen, manchmal muss man auch schauen, dass alles korrekt gemacht wird wie vom Bauplan. Wir sind in Kontakt mit dem Architekt von der Schweiz, der ein Kollege ist von uns. Und der Baumeister von der Schweiz schickt Fotos und stellt so Fragen. Und ja, da muss ich immer ein bisschen ein Auge drauf haben, dass alles gut läuft. Helme. Gracias. Ja. Miri. Die beiden haben vor 9 Jahren zusammen die Station Esperanza gegründet. Das heisst Hoffnungsstation. Ihr Ziel ist, den armen Leuten vor Ort zu helfen. Und für das ist die Schule wichtig. Bildung ist der einzige legale Weg aus der Armutsspirale. Und es gibt staatliche Schulen, die sind überfüllt und die Qualität ist nicht gut. Es gibt private Schulen und die sind zu teuer für die meisten hier. Und darum wollen wir eine private, gute Schule zu sozialen Preisen machen, aber mit integrierten Elternarbeit. Und die Eltern kommen nur günstigere Preise über, wenn sie an Kurs kommen, Umgang mit Geld, Umgang mit Erziehung. Darum, wir wollen wirklich mit den Familien unterwegs sein.
Der Bau finanzieren die zwei über einen Verein in der Schweiz. Aber hier mitten in das Land zu bauen, ist nicht einfach. Es gelten andere Regeln als bei uns. Sind viele von dieser Gruppe sind gefährliche, alle haben Waffen, Pistolen ohne Problem. Und dann kommen sie hier und machen Probleme. Und sogar kann Leute auch umgebracht werden in diesen Situationen. Und dann haben sie uns auch bedroht. Und Carlos hat dann aber das Gespräch gesucht, persönliche. Und hat sie sogar getroffen. Und das macht sonst niemand. Alle die schicken dann einfach das Geld mit irgendjemandem. Und der Carlos hat Beziehung gesucht. Und hat dann auch so einen sozialen Preis aushandeln für den Schutz von ihnen jetzt dann eigentlich. Und ihre Kinder kommen sogar ins Kinderprogramm am Samstagnachmittag und sicherlich dann auch bei uns in die Schule. Eigentlich sind sie Nachbarn von uns und ich möchte nicht mit ihnen weitere Probleme haben. Gracias. Gracias. Nos vemos, cuídate. Ciao, Dios te bendiga. In Ventania leben rund 400'000 Menschen, fast so viel wie in Zürich. Viele von ihnen leben in Armut. Ich mache einen Hausbesuch bei einer der Mütter, die ich ein bisschen intensiver begleite. Die Miriam hat Sozialarbeit studiert und bei einem Praktikum in Lima ihren Carlos lernen kennen und lieben. Zusammen haben sie sich entschieden, hier zu bleiben und zu helfen. Die haben nicht so einfache Lebenskonditionen. Oh, jetzt weiss ich gerade nicht mehr, welche Hütte. Celedonia? No, eso no es Celedonia. Celedonia. ¿Cuál casa es? ¿Celedonia? ¿Dónde? Ah, estaba confundiendo. Hola. Ah, ¿qué tal? Buenas. Traje unos libritos. Ah, hey Joe, ich bringe dir ein paar Bücher. So eine schöne Umarmung und das trotz meinem grossen Bauch. So schön. Qué rico abrazo. Celedonia ist alleinerziehende Mutter. Ihr Mann war übergriffig, darum hat sie ihn bei der Polizei angezeigt. Seitdem wohnt sie allein mit ihrem Sohn Checo. Die Miriam unterstützt die Familie als Sozialarbeiterin. Sie gibt der Celedonia Selbstvertrauen und ermutigt sie, für ihre Rechte einzustehen. Da ist Dusche. Pero sí se baña acá, con el balde, tomamos agua, lo temperos agua y se baña ahí. Ah ja, da das Wasser nehmen mit dem Kübel, dann sich duschen und da ist das WC, genau. Da hat es aber kein Abwassersystem, es ist einfach ein grosses Loch unten. Ja, auch mein Mann ist ohne Wasserstrom, Abwassersystem aufgewachsen. Von dem her, ja, manchmal gibt es Situationen in der Schweiz, wo die Leute irgendwie vielleicht hässig werden. Ich mag mich noch erinnern, mal beim Anstehen, beim Arzt oder so. Einfach so Sachen, wo ich denke, ui, die Situationen in Peru sind so viel anspruchsvoller, wie man überleben kann. Und in der Schweiz hat man sehr viel und manchmal schätzen wir es gar nicht. Und das gibt dann manchmal innerlich schon ein bisschen einen Konflikt bei mir. Es gibt etwa 300 Slums in Ventania. In einem ist der Miriam ihr Mann, der Carlos, aufgewachsen. Heute wohnen sie immer noch da, in der Nachbarschaft von anderen Verwandten. Ja. Tante, Carlitos, ¿Cómo está? ¿Qué dices? wie geht's? ¿Cómo está todo? was hast du zu erzählen? Was läuft bei dir? Alles gut? Es ist ruhig. ¿Qué tal? ¿Cómo están las Komm, wir gehen ein bisschen laufen. Por el vecindario. Das ist meine Tante und ich wohne hier. Ich bin hier aufgewachsen. Als wir hier gekommen sind, dann Paula war Chefin vom Slum und bis heute ist sie immer noch Chefin von dem Slum. Und dann komme ich hier oft besuchen, weil sie also meine Tante ist und auch
Weil wenn ich hier komme, dann erzähl mir, was läuft mit dem Islam, was kommt. Wir haben eine gute Beziehung miteinander. Der Carlos kommt ursprünglich aus dem Dschungel. Seine Mutter ist mit ihren Kindern vor der Terrororganisation Leuchtender Pfad hier ins Land geflüchtet. Für sie war der Start nicht einfach. Das hat der kleine Carlos aber nicht realisiert. Also ich war wirklich sehr zufrieden hier in den Slums. Ich habe Kollegen hier, wir haben viel gespielt. Als Kind, vielleicht haben wir das wie ein großes Spiel gesehen, oder? Weil wir konnten einfach nach oben gehen und rennen überall. Es war immer zu und alle Leute haben miteinander kennengelernt. Sie haben sehr einfach gelebt, in einer Hütte aus Wellblech, ohne Strom und fließendem Wasser. Wir haben auf dem Boden geschlafen, meine Mutter in der Mitte von uns, mein Bruder rechts. Auf dem Arm meiner Mutter haben wir geschlafen und ich links, oder? Danke, bis bald. Wir sehen uns. Etwas, das sehr wichtig für meine Familie war, das Studium. Oder? Meine Mutter hat immer geschaut, dass wir in die Schule gehen können, dass wir alle Sachen, was wir in der Schule benutzen, haben, obwohl wir nicht so viel Geld während dieser Zeit hatten. Und ich glaube, das war ein Unterschied. Eine starke Familie, es war ein Dreieck, eine starke Familie, Gott und das Studium. Der Glaube an Gott, der ist auch bei ihrer Arbeit mit den Ärmsten im Slum immer präsent. Gott Vater, merci, dass der Sohn am Vatertag bei seinem Vater sein konnte. Ich bitte um Gerechtigkeit und Frieden. Eso te pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wir haben das Leben von Carlos angeschaut und gefragt, wieso dass er nicht wie viele Kollegen von ihm im Gefängnis sind, Drogen nehmen oder umgebracht worden sind. Wieso er und seine Geschwister nicht? Und dort setzen wir an. Wir arbeiten mit Familie, begleiten Gespräche, weil gerade die Zuhause kann für das Kind das Schönste oder das Schlimmste sein. Und der christliche Glaube ist bei uns einfach Teil des Lebens, von der Wert, von der nächsten Liebe. Und das auch wissen, dass man vertrauen, gerade wenn jemand schlimme Sachen erlebt, dass schlussendlich Gott kann da im Herzen etwas bewirken, das wir nicht anbringen. Ya, a ver, despídete. Bye, bye. Cuidado, vale bien, ¿ya? Gracias. De nada. Chao, Verónica. Cuánto gusto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Tschüss. Für Markus Häcki fängt heute ein neuer Lebensabschnitt an. Ich bin gespannt auf den Tag, der kommt heute. Wir haben einiges vor uns. Und natürlich eine riesige Freude, dass wir jetzt das Projekt endlich starten können und den Bau, den wir jetzt so lange geplant haben, in die Tat umführen. Das Projekt ist ein Restaurant, das der Markus auftun will. Es ändert sich eigentlich alles jetzt. Den Job, den ich bis jetzt gemacht habe, den mache ich nicht mehr so weiter und gehe in einen komplett neuen Bereich hinein mit meiner Frau zusammen. Von dem her sind wir gespannt. In diesem Zentrum Zusammenbrück soll das Restaurant stehen. Heute ist Baustart. Die Familie Häcki hat hier viel Geld hineingesteckt. Es muss funktionieren. Also ich gebe da mal um, das ist ein Bauplan und die Unternehmerliste. Kann jede Firma eins nehmen. Heute kommen alle Bützer das erste Mal zusammen. Vom aktuellen Bau, also auf dem Grundausbau. Aber es wird eins zusätzlich da stehen. Es freut mich sehr, dass wir miteinander das Restaurant bauen, dass sich da alle bereit dazu erklärt haben. Wir haben einen sehr straffen Terminplan. Das ist einmal so, wie ich das sehe. Zudem, ich bin relativ neu auf dem Gebiet. Ich mache das zum ersten Mal, also Bauleitung und das ein bisschen zu koordinieren. Und bin darum auch angewiesen auf Hilfe und Unterstützung von eurer Seite. Und freue mich mega, dass wir das miteinander so machen dürfen.
Also der Barbereich und gleichzeitig Der Markus ist ursprünglich Wirtschaftsingenieur. Jetzt übernimmt er die Bauleitung für seinen Betrieb und will in 4 Monaten das Restaurant eröffnen. Der Plan sollte eigentlich so funktionieren. Es war jetzt nicht irgendwie, dass wir etwas komplett umstellen müssten. Da haben wir natürlich auch vorab schon ein bisschen geschaut mit allen zusammen, dass es etwa das ist, was sie brauchen von der Zeit her und vom Ablauf her. Aber das nachher dann in die Tat umsetzen, ist dann immer noch etwas ganz anderes. Und ja, wir können uns wundern, was uns noch alles überraschen wird. Der Marcel Bori ist ein Freund von Markus und selber Handwerker. Er hat Erfahrung mit Bauherren, die die Baustelle in Eigenregie führen. Man kann den Leuten viel mehr Vorschläge anbringen, was könnte man machen, was geht gar nicht. Und von dort her, es macht teilweise Sachen einfacher, teilweise auch schwieriger. Ganz hinein. Auch ein Rollgerüst hat der Markus noch nie aufgebaut. Mal aufstellen, oder? Da musst du noch rasch warten. Tu noch einmal runter. Kannst du mir den rasch hier haben? Weißt, wir müssen 10 Stunden Bleibe da, ist gut. Du hebst. So, jetzt. Es ist Abend im Slum zu Ventanilla. Hier sind der Carlos und Miriam Bernales daheim. Die beiden haben 4 Kinder. Der Mael, ihr lieblicher Sohn, er ist knapp 2. Mit mir, ja? Und 3 Pflegekinder. Die Nancy, sie ist die älteste. Ja, genau. Die Angie und die Flor. Después yo con cambio. Así, yo y Papa somos un equipo, pues. Versuchen wir viel immer Zeit einzubauen, am Abend manchmal oder so, wo wir sich etwas zusammen machen können. Das bedeutet mir viel und sie auch, weil wenn wir es eine Zeit lang nicht machen, dann reklamieren sie nämlich. Mucho más, mira. Este no. Ya toma, esto es para Mael. Die sind für den Mael und die sind für den Papa. ¿Tres tenías en el grande? Vamos al cuarto de Nancy. Ven. Vamos a jugar. Gehen wir spielen. Komm, wir gehen spielen. Pero está completo. Es gibt wirklich viele Kinder, die keine Familie haben und schon auf der Welt sind. Und wir haben zusammen eine Entscheidung getroffen und gesagt und gedacht, ja, wir können noch extra mehr machen, oder? Seit 8 Jahren leben die 3 Pflegekinder beim Carlos und der Miriam. So. Sabroso. Ja, wir haben schon viel durchgemacht. Es sind viele gute Zeiten, am Anfang ganz schwierig gewesen, gerade als sie gekommen ist. Fast kein Wort geredet. Selbstwertgefühl 0. Und die Geschichte, das ist wirklich einfach alles Schlimme, was man sich vorstellen kann. Alles. Und jetzt hat sie ein Jahr Au-pair gemacht in den USA. Ich kann recht gut Englisch. Niemand in den Slums kann eigentlich niemand Englisch, wirklich. Ich studiere Psychologie. Und also wirklich einfach zu sehen, wie möglich ist, was eine Familie ausmachen kann, auch wenn es jetzt nicht die lieblich ist. Die Nancy ist 21 und kocht heute für die ganze Familie eine peruanische Spezialität. Es ist eine Suppe aus Hühnerfüßen. Ich hatte keine richtige Familie, als ich ein Kind war. Jetzt habe ich eine richtige Familie. Mit viel Liebe, lustigen Momenten. Ich weiss nicht, wie beschreiben. Ist es Frieden? Ist es Glück? Ist es happiness? I don't know, like. Ich spüre, dass mich jemand liebt. I feel like somebody's loving me. Menos mal no es una cucaracha que podría volar.
good Lord for giving us food. Right where we are, pam, 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 Halleluja, praise the Lord. Right where we are, Amen. Ist ein bisschen heiß. Willst du reinbissen? Caliente? How is the food, guys? Wie ist das Essen? ¿Les gusta lo que Nancy cocinó? Sehr, Les sehr gusta? fein, muy rico. Yeah, they love it. Sie lieben es. Me too. Und ich auch. Es ist wirklich fein. Really good. Hola a todos. Mein Engel, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Good night. Bald bekommen der Mael und seine Schwestern noch einen Bruder. We are looking for a Wir suchen ein Bild, um den Bauch von meiner Mutter anzumalen. belly, like that. You see that? Yes. Weil die Miriam ist im 7. Monat schwanger. Sie erwartet noch einen zweiten Bub, der Josias. No me gusta tanto el deforme de esa cabeza. Es ist auch wichtig, dass die Mädchen auch Teil von oder auch Freude haben auf ein neues Baby in der Familie. Und das gibt auch eine Verbindung, oder? Mit dem Baby, die bald kommen wird. Und sie überlegen, ob das Baby blaue Augen haben wird oder braune. Und ein bisschen mehr Einfluss von Lateinamerika dürfen schon haben. Bis jetzt ist beim Mael das einzige Löckchen hinten von dir. ¿Verdad, Josías? Mira. Er bewegt sich auch hinten fest, ist mega dabei. Mira. Ich denke, sein Kopf ist da. Ja, so cool, dass er voll dabei ist und Mädchen die ganze Zeit im Gesicht bewegen und kicken und alles. Das ist ja wirklich herzig. Oh, so ist Oh, das ist gruselig. Etwas bewegt sich in deinem Bauch. Aber es ist herzig. Ich habe es gern. Es ist herzig. Cute. I like it. It's cute. Por eso. Sí. Auch im Appenzell ist es mittlerweile Abend geworden. Hoi. Ein Salat auf den Tisch. Jetzt aber Vorsicht. Marita, fertig jetzt. Gut auf die Finger aufpassen. Vielleicht, wenn du auf der anderen Seite anfängst, geht es ein bisschen ringer. So. Gut, da langt er mal Füße. Kannst du mal sehen. Ilu. Das macht gerne nichts. Gabel und Löffel mit Suppe und Salat noch. Marita, komm. Schere hocken. Hoch über dem Esstisch haben Fricks die alten Huben vom Silvesterklaus ausgestellt. Dieses Jahr gibt es eine neue. Wenn man das erste Mal wieder anlädt, ist es schon speziell. Also ich brauche es fast ein bisschen im Sommer, wenn es heiß ist. Und da hat man alles andere im Kopf. Und jetzt auf den Winter an. Auf den Winter an gibt es dann ein bisschen mehr Watz. Jetzt hat es erst mal wieder runtergeschneit, hat man mal Schnee wieder gesehen. Und dann hat man irgendwie schon mehr wieder das Gefühl, dass Silvester kommt dann eben noch. Es ist eine intensive Zeit. Besonders für Simone. Sie hält ihrem Mann nicht nur den Rücken frei, sie hilft ihm auch bei den Vorbereitungen. Wie mit den Gabeln. Für mich ist es eine Art selbstverständlich. Wir haben einander kennengelernt, als er gerade auch Paar gemacht hat. Ja, und ich habe einfach angefangen und mal geschaut, wie es geht. Und ich habe einfach gemerkt, dass es eine Zeit ist, wo man viel miteinander macht. Und das finde ich schön. Mit dem hast du heute gespielt, Emil. Die neue Haube von Andreas gibt wochenlang zu tun. Zudem kommt jetzt noch am Emil seine Klausenpremiere. Letztes Jahr war er noch wirklich klein und wir haben ihm eigentlich nichts vorbereitet. Er hat ihm sein Schöllchen genommen und hat ein bisschen geschöllt und er hat auch nur Stolz gehabt. Und am Anfang ist es so, haben sie halt schon fest Respekt,
wenn es dann kommt, Klaus. Und jetzt dieses Jahr bin ich dann auch gespannt, wie er es dann macht. Wenn ihr am Tisch habt. Wird jetzt den weggezaubert? Das ist ein Fall. Nach dem Znacht arbeiten alle an der neuen Klausenhaube. Kügeln sagt man dem, was Simon hier mit den Kindern macht. Da hat Maja gemacht. Sie kleben mit kleinen Kügeln Muster auf die Haube von Andreas. Es ist manchmal fast unvorstellbar, wer das eigentlich aus den Händen steckt und wer das dann hat. Wie viel Zeit, bis dann da fertig ist. Und, aber das ist halt das Herzblut, das in den Händen steckt. Und ich finde es auch schön, wenn man es dann sieht und wenn man da steht. Und für mich hat es schon einmal einen anderen Stellenweg gegeben, seit ich hier daheim bin und seit ich die Kinder auch habe. Dass man da ihnen weitergeben kann. Und dass, wenn alle ein bisschen helfen dürfen und wenn es dann halt auch nicht oben perfekt ist, dass es gleich ganz neben den Schüssen ist. Ja. In diesem Haus in Luzern wohnen 2 Generationen Häcki. Beim Mittag ist Markus seine Mutter meistens auch mit dabei. Die Kiana Häcki kommt aus Shanghai und ist Chinesin. Ich glaube, heute ist ein normaler Tag. Normal? Nein, das ist nicht normal. Man muss Salat essen. Ein guter zusammen. Der Salat vorab ist ein Familienritual. Warum hast du so viel? Warum ich so viel habe? Also die Kinder müssen zuerst Salat essen. Haben wir einfach immer so gemacht, weil wir finden, das ist eine gesunde Sache. Und es gibt einfach nichts anderes, bevor nicht der Salat gegessen ist. Mittlerweile haben wir doch gerne Salat, oder? Hä? Nicht? Was? Aber letztes Mal, als wir in China waren, haben wir dann schon noch gefunden, dass es noch schön wäre, einmal einen Salat zu essen. Erinnert euch? Nicht? Mal. Ich weiss nicht, ihr habt gesagt, ihr freut euch auf einen Salat. Und jetzt stinkt Salat. Ja, jetzt stinkt er wieder. So. Ist schon gut. Der stinkt richtig. Ja, das ist schon gut. Der schüttet dich einfach den anderen weg. Ja, das. Nach dem Salat gibt es meistens etwas, das Kiana für das Restaurant ausprobiert. Ja, 试试看。sind okay. 试试看。 Guck mal. Hey. Heute gibt es Dumplings, Teigtaschen. Junge, ich brauche nicht kochen. Immer meine Mutter kochen. Aber jetzt in der Schweiz, ich bin der Mutter. Ich muss kochen für die Kinder. Das ist Mogu. Pilz. Meine Frau ist wirklich eine Leidenschaft ins Kochen. Aber in der Schweiz so ein Restaurant aufmachen, das wäre nicht ihr Ding, so die ganze Administration und so weiter. Und für mich, ich liebe es eigentlich, selbstständig etwas zu machen und selbstständig zu sein. Und für mich ist einfach Kochen nichts. Und so muss ich sagen, es ist der Traum für uns beide, zusammen so etwas zu machen. Und ja, und wir haben jetzt die Gelegenheit, um das auszuprobieren. Und, und geben alles daran, dass es zum Erfolg wird. Also ich finde es sehr mutig und ja, ganz toll, ist eine Leidenschaft dahinter. Der Markus hat als Wirtschaftsingenieur immer wieder in China gearbeitet und so auch die Sprache gelernt. Die Kiana hat in der Schweiz lernen kennen, wo sie hier Ferien gemacht hat. Für mich war es absolut Liebe auf den ersten Blick. Und für sie war es so, sie war hier in Europa, sie hat keine Sprache, nicht verstanden. Und für sie ist eigentlich alles, also sind einfach die Ausländer, aber sie hat keine Kontaktmöglichkeiten gehabt. Und ich war der erste Ausländer, den sie
gemerkt, mit dem kann sie kommunizieren. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie eine Zukunft sich vorstellen können. Und sie hat nur gefunden, nein, mit dem Ausländer gibt es keine Zukunft. Seit 2016 leben Häckis in der Schweiz. Vor 7 Jahren ist Eliana auf die Welt gekommen. 16 Monate später die Alina. Hä? Zusammen spielen? Die Miriam und der Carlos sind unterwegs zu einem Treffen mit Müttern und Kindern, die im Slum wohnen. Dame los zapatos de mal. Die Miriam will sich verabschieden. So. Ich hoffe, es kommen heute ein paar Mütter, jetzt haben wir noch Ciao sagen. Aber ein paar sind eben auch in den Dörfern oder so, in den ländlichen Gebieten, weil viele in Lima sind nicht hier geboren. Und da das jetzt lange Festtage sind ein paar auch verreist. Aber trotzdem, ein paar haben wir geschrieben, dass sie kommen. Und ja, mein Bereich ist eher Mütterarbeit, genau. Le entregue. Buenas tardes, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cambio de la... Que 1, 2, 3. Muy bien, chicos. A ver, cada una agarre uno. Nicht nur die Kinder stehen heute im Mittelpunkt, sondern auch die Frauen. Die Miriam redet mit ihnen über die Gleichberechtigung. Los hombres en la sociedad. Die Männer in der Gesellschaft müssen. Was müssen die Männer? Schreibt das hier auf. Welche Rolle hat der Mann und welche die Frau? Ah, recién. Ich mache es, weil ich wichtig finde, dass sie sehen, dass sie in einer Familie den genau gleichen Wert haben wie ein Mann. Dass sie nicht weniger wert sind, nur weil sie Frauen sind, sondern dass Gott beide Geschlechter geschaffen hat und beide geliebt sind und beide ein Miteinander sein sollen. Und ich würde ein paar Impulse geben, sie auch durch Gruppenarbeiten anregen zum Mitdenken. Und nachher mit Fragen so ein bisschen Aha-Erlebnis anzuzielen. Am 13. August reist sie zurück in ihr Heimatland. Berlin. Das ist super, dann habe ich gerade schon das Foto für meinen Infoanlass in der Schweiz zu zeigen. Perfekt. 1, 2, 3, lachen! Nur 1. Perfecto! Ein Abschiedsfoto. Jetzt müssen sie hier ein paar Monate ohne die Miriam auskommen. Das hier darf in einem Schweizer Spital auf die Welt kommen. Und darf ein bisschen, ja, ich fühle mich ein bisschen sicherer wie Geburt und alles. Das Gesundheitswesen hier in Peru ist... Ja, ich habe schon ein paar Erfahrungen gehabt, die nicht so schön waren. Bendiciones, Miriam. Gracias. Nos vemos. Siguen viniendo, si no me voy a molestar. Chao, chicos. Chao, Verónica. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Igualmente. Cuídate, chao. Die Werkstatt im unteren Stock vom Haus von Fricks ist der perfekte Ort zum Klausen warm-machen. Manchmal kommen auch noch Kollegen vom Schuppel helfen. Andreas seiner Klausengruppe. Man hat da von klein auf so miterlebt und nachher hat man halt das selber auch gemacht. Und ja, jetzt ist da ein Hobby, das wir haben. Und es ist dann halt manchmal ist schon nicht alle die grösste Freude, wenn du am Abend musst dahinter. Aber wenn du nachher dran bist, ist es dann halt immer gleich schön mit Kollegen und ein bisschen zusammen zu machen. Und sonst, ja, die Frage ist, was man sonst am Abend macht, irgendwie vor dem Fernseher liegen oder so etwas. Und so tut man gleich noch einigermaßen etwas Sinnvolles. Oder was meinst du dazu? Die Freude, die man hat und die man den Leuten auch machen kann,
Das ist die Motivation, die man dann hat, um alle 4 Jahre wieder dran zu sein. Ja. Zumindest dann, wenn es das erste Mal geschneit hat, wie jetzt. Der Andreas und sein Schuppel gehen als schöne Kleus an Silvester. Neue Huben machen sie alle 4-5 Jahre. Jedes Mal mit einem neuen Sujet oben drauf. Sie arbeiten mehrere Wochen daran, bis sie sie dann anlegen können. Der Aufbau ist eigentlich so, dass da kommt der Kopf hier. Und dass man noch ein bisschen Platz hat von der Höhe her, dass das Sujet nach oben drauf Platz hat, und wir auch ein bisschen Aufbau machen. Und so geht es dann nachher da die Höhe. Und jetzt kommt dann nachher da noch so ein Teil drauf. Und dann kann man den mit dem Kopf hier schleifen. Und dann, ja, wenn es dann fertig ist, geht dann da eben der Hut. Hallo Marcel. Hallo, alle Marcel. Nach dem Mittag will Kiana auf der Baustelle mithelfen. Sie hat noch nie so etwas gemacht. Du kannst schon mit einer Hand. Besser geht mit beiden. Diese Babi. Gut. Ist das schon fertig? Das ist eigentlich schon gut, ja. Das ist schon gut. Genau. Aber du musst nicht viel, nicht mit Druck, weißt du, kannst einfach nur fahren. So, nein, ich bin vorsichtig, probieren. Für ihren Traum zu verwirklichen, haben sich Häckis hoch bei der Bank verschuldet. Anders wäre es nicht möglich gewesen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Markus selbstständig macht. Ich weiss, wie das ist, wenn man sich zu viel vornimmt und das nicht ganz so eintritt. Und darum probiere ich eigentlich möglichst jeden Schritt wirklich gut zu überdenken. Weil was man noch im Kopf mit Denken lösen kann, ist viel einfacher, als wenn man es schon investiert hat. Darum haben wir uns seit mehr als einem Jahr haben wir uns Gedanken gemacht um alles rundherum. Wir haben geschaut, dass wir mit dem Bauen möglichst die Kosten reduzieren. Wir machen möglichst viel selber. Deswegen auch, um eigentlich mit einer kleineren Hypothek zu starten. Aber es ist natürlich unser Risiko schlussendlich. Wenn wir Konkurs gehen, dann ist das, die Hypothek haben wir dann und die müssen wir irgendwie zurückzahlen. Nach der Schule kommt Felicia vorbei. Sie ist Tochter aus erster Ehe von Kiana. Also das ist der Haupteingang vom Restaurant. Ich zeige dir ein bisschen, wie er kommt, gell? Und dann da laufen wir nachher zuerst hin, an die Bar. Da wird eine Bar sein mit dem Angebot oben dran und Verkauf. Genau, das ist die Theke, die so bis hierhin kommt. Hinten dran ist die Küche. Das ist der Arbeitsplatz von der Kiana, von der Mami. Sie ist dann da und da hat es einen Tisch und da ist das Glas. Und ober der Küche wird so eine zweite Ebene gemacht, wo die Gäste auch oben drauf laufen können. Also das geht dann Treppe drauf, nochmal eine Treppe drauf und dann sind die Gäste noch oben dran. So ein bisschen Lounge mit Sofas. Da noch so eine Stehbar oben dran, wo sie ein bisschen rausschauen können. 70 Gäste haben hier den Platz, um der Kiana ihre Spezialitäten zu probieren. Meine Mutter hat eigentlich immer wollen, also sie hat gerne Essen machen und ihnen schmeckt auch fein. Und ich finde gut, dass sie auch andere Leute das dort bringen. Ich kann vielleicht einen Ferienjob machen. Weil Kiana im Restaurant eine wichtige Rolle hat, soll es auch so heissen. Nämlich Mami Häcki. Ich bin Mami. Ich koche in der Küche. Die Mami ist super dabei. Ja. Und
Als Mami braucht man gute Zutaten. Man verwendet gute Zutaten zum Kochen. Man möchte für die Kinder nur das Beste. Nicht zu viel Gewürze. Nicht zu viele so, Glutamaten und so oder verschiedene. Ich habe nicht so gerne diese in der Kochen. Ist nicht gut. Der erste Tag fertig. 这辈子最脏的一天。 Der dreckigste Tag vom Leben. Gehen wir. Das nächste Mal steht die Baustelle von Heckis schon still. Beim Eingang fehlt der Treppenlift. Das ist zwar nicht der Fehler von Markus, aber jetzt sein Problem. Wir haben Mitarbeiter, die wir schon eingestellt haben, die wir jetzt einen Monat länger zahlen, ohne dass wir aufmachen können. Das und noch mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Familiensache.